Margie, it's Wade. Wade, I thought it was Lauren. Margie, listen Why to aren't me. you in the hospital? Don't come in here. Go Lauren back here with upstairs. What's Don't the come in matter? here. Did you hear me? Get in the house. What is wrong, Go back Wade? upstairs. The car. It's in here. Oh, my God. Und somit grüß dich zurück zu Fallout 4. Wie du im Intro gesehen hast, ich habe mir was erlaubt. Das ist eigentlich die zweite Aufnahme. Es fehlen jetzt circa 50 Minuten. Wieso und warum erkläre ich dir im Laufe der kommenden Minuten und was es mit all dem auf sich hat. Fangen wir mal so an. Die Episode, die jetzt eigentlich online gehen sollte, das wird eine vergessene Episode, die ich im Laufe des Jahres irgendwann einmal, wenn es mir halt lieb ist, raushauen werde. Genau. Wir sind hier auf einem Raider-Verschlag, irgendwo in der Innenstadt. Oder, oder ein Stück außerhalb, oder da hier, du weißt ja, wo wir sind. Schau her. Genau, wir sind hier.
Hangman's Alley haben wir das letzte Mal übernommen. Wie gesagt, ich werde dir das alles später nochmal genauer zeigen, indem ich diese vergessene Episode einfach hochlade. Wir sind hier Backstreet Apparel und heute geht es in Richtung Diamond City. In der letzten Episode, also in der vergessenen Episode, die ich dir zukünftig mal zeigen werde, habe ich ein Experiment angefangen, jenes ich weiterverfolgen werde und jenes ich gar nicht mal so uninteressant finde. Warte mal, wir suchen uns einen geeigneten Platz. Jetzt weiß ich aber nicht, wie ich da hochkomme. Warte mal. Ich speichere da jetzt einmal. Mal speichern da. Jetzt möchte ich was ausprobieren, ob das funktioniert. Bin gleich da, Ma'am. Wenn ich einen Weg nach unten gefunden habe. Ich wollte eigentlich daher springen, aber ist ja wurscht. Der Charakter hat es überstanden, also von dem her passt es schon so. Gehen wir mal daher, gehen wir mal auf die Brücke und dann lasse ich dir mal was hören. Und dann kommen wir auch gleich zu dieser einen Szene, die du im Intro gesehen hast. Oh, Tato. Erhöht wieder die Moral der Siedler. Geil. So, schau her. Wir stellen uns jetzt da in Richtung Boston blickend auf diesen Brücken-Dingensbums und jetzt hörst du mal. Genau, ich habe die Musik ausgeschalten. Ich habe ein großes Problem. Weißt, meine Spiele, die kennt schon jeder. Die ich momentan spiele, von Fallout 4, Generation Zero, Fallout 3, Fallout New Vegas, Elder Scrolls, Skyrim, Oblivion. Das kennt schon jeder, das kennt man, da weiß man, auf was man sich einlässt, etc. etc. Es gibt auch zigtausende Kanäle, die Bücher umschreiben, was du halt in Oblivion findest oder in Skyrim, die sich mit den Geschichten, was weiß ich, von Raid auseinandersetzen, von dort, von da, nach dort, nach da. Gibt's schon zuhauf auf YouTube. Jetzt stellte ich mir irgendwann mal die Frage, wie kann ich meinen Kanal ein klein wenig von YouTube generell ein bisschen abheben? Ich muss anders ausholen. Ich fange anders an. Inklusive dem, was ich jetzt gerade gesagt habe. Den Film, diesen Filmausschnitt, den du im Intro gesehen hast, der Film nennt sich The Car und kommt aus dem Jahre 1977. Also hat schon einiges an Lenden am Wirbel auf dem Buckel, ne? Wie man so schön sagt. Er hat schon einige Bandscheibenvorfälle gesehen. Und diesen Film hatte ich mir vor kurzem wieder mal angeschaut, weil ich empfinde, durch das, dass er so alt ist, nicht viel dumm scheißt, sondern gleich einmal zum Punkt kommt. Ja. Die Szene gefällt mir aus einem einfachen Grund. Sie schafft es ohne Musik, dich in deinen Bann zu ziehen. James Brolin, der in dieser Garage steht, und so, wie sagt man, ja, ist es, ich kann den Blick fast nicht beschreiben. Du wirst es selber gesehen haben, wie er reinschaut. Und ich muss da aber ehrlich gesagt gestehen, diese Szene gefällt mir irrsinnig gut. Sie schafft es, ohne Musik auszukommen. Ah, da können wir Vorkriegsgeld mitnehmen, wenn man eins finden hast. Aha! Die Szene kommt ohne Musik aus. Und das gefällt mir einfach. Jetzt habe ich mir gedacht, ich probiere das einfach, weil doch Fallout 4 mit all seinen Schwächen ja doch ein relativ atmosphärisches Spiel ist. Habe ich mir gedacht, ich probiere das jetzt einmal und drehe hier die Musik ab. Und ich muss da offen und ehrlich gesagt gestehen, das wirst du dann heute noch feststellen, wenn wir uns gegen Supermutanten anlegen etc.
dass es gar nicht einmal so eine schlechte Idee ist von mir. Vorkriegsgeld, das müssen wir unbedingt wie einen Augapfel hüten. Das Terminal muss hier irgendwo sein. Das Ding kann ich nicht hacken. Ach Mädchen, du bist ja wirklich die Dummheit an sich. Also, na. Also, das ist, na, ich bin schockiert, wie dumm die Frau doch ist. Es gibt nämlich einige Phänomene, die mir in letzter Zeit aufgefallen sind, und da haben wir dann gedacht, es muss eine Möglichkeit geben, seinen Inhalt, den man auf YouTube hochlädt, jetzt nicht der aus dem Morgen kommt, früh morgens, wenn du irgendwas siehst, was dir nicht gefällt, sondern diesen Inhalt hier, da YouTube und Fallout und Elder Scrolls und etc. Ich muss da auch ehrlich gesagt gestehen, wenn ich vergleiche diesen Horror-Thriller The Car und jetzt sagen wir, was ist ein gutes Beispiel? Ja, nimm irgendeinen Horrorfilm her oder Horror-Thriller, ist egal jetzt da, von heute. Und dann vergleichst die beiden Filme einmal. Ich muss da aber ehrlich gesagt gestehen, dass mir mittlerweile, auch wenn dieser Film nun schon fast über 40 Jahre am Buckel hat, mir mehr gefällt oder mehr zusagt durch seinen simplen Aufbau, als wie das, was man dir heute vorsetzt. Kuckuck. Nun, so viel dazu. Genau, Cozy, und würdest du nicht so einen Schwachsinn reden, wäre das atmosphärischer Unter gleich die noch Messis besser. gegangen, Ma'am. Nö, aber zwischen die Daumen. Ja, was soll ich das sagen? Es ist schwierig. So ein kleiner Scheißkanal wie ich bin, gell, oder so ein kleiner Scheißer, da ein Kanal, was ich hab, da muss dann schon ein bisschen kreativer werden. Auf in die Schlacht. Soll mich das beeindrucken? Genau. Und wenn es so nicht hilft, dann muss man was einfallen lassen. Und in Bezug jetzt auf diesen alten Film, viele würden heute sagen, was ist denn das für ein Dreck? Einfach nur ein Auto, was Leute umbringt. Ja, aber dieses Auto oder dieser Film an sich selber scheißt nicht lang um. Dumm, der braucht nicht lang. Der kommt aus mit geringfügiger Musik, sag ich jetzt einmal, auch in den Szenen, wo gegen das Auto gekämpft wird. Ja, das ist unser Charakter. Und vor allem, ich hab mir was aus diesem einen Raider-Verschlag geholt, nämlich diese eine Charisma-Brille. Genau. Ja, steh auf, Mädel. Und perfekt. Ja. Es ist schwer zu erklären. Ich muss aber ehrlich gesagt gestehen, ich bin mittlerweile so alt, so alte Schule. Mir gefallen Horror, Thriller oder Gleiches in diesem Genre, was über 20 bis 30 bis 40 Jahre älter ist als wir das heute. Ich streit's nicht an. Ist ja aus dem Jahre 1966, 67. Die Vögel zum Beispiel von Alfred Hitchcock. Ein Hammerfilm. Vor allem in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn ich ein bisschen qualitativ besseres Aufnahmedings finde, siehst du eine Szene aus Die Vögel, die mir besonders gut gefällt. Ich kann ja gleich drüber ein bisschen spoilern. Es ist die Szene an der Schule, ich glaube an der Schule, wo Tippi Hedren sich hinsetzt vor die Schule, auf diese Bank, und hinter ihr auf diesem Gebilde an Spielplatz etc., wo sich die Vögel hinsetzen und warten auf den Angriff.
Ich finde solche Szenen ohne Musik bei Weitem tragender oder beziehungsweise mitreißender, als wie wenn es jetzt überall diese gaudige Orchestermusik den Film weitertragt. Finde ich mittlerweile bei Weitem stärker und ja. Und somit habe ich dann versucht, etwas... Was ist denn da los? Redkakerlaken, du Trottel. Entdeckt! Noch alle am Leben? Genau. So, jetzt bin ich wieder ein bisschen vom Thema ab. Oh, das 8. Revier. Wir haben hier eine Geschichte, die wir verfolgen werden wollen. Und zwar Holotape-Logs. Karte aktualisiert. Eddie Winter in Evidence Lockup. Natick Police, South Boston Police und Missing from Evidence Cabinet. Station Sweep Scheduled. Was? Missing from Evidence Cabinet. Die mahnen dort jetzt aber nicht, ist Revier da bei der Bruderschaft, oder? Bin mir jetzt nicht mehr sicher. Ja, wie du merkst, ich bin ein bisschen eine englisch-faule Sau. Also von dem her. Und worauf ich noch meine Sache hier mit der Musik beziehen will, ist folgende. Das suchte ich. Nachricht an Rodrigo Palomar. Okay, mein Freund. Ich habe darüber nachgedacht und ich habe eine Entscheidung getroffen, was den Job bei Fallons angeht. Dein Anteil ist genau angemessen. $0. Nichts. Du hast richtig gehört. Du bekommst nichts. Ja, du hast den Safe geknackt. Und ja, wir haben die Diamanten. Aber du hast auch den Alarm ausgelöst. Sie haben Mackie erwischt. Und das ist ganz allein deine Schuld. Und wenn Mackie irgendwann rauskommt, wird er sich bei dir bedanken wollen. Ich werde ihm stattdessen deinen Anteil geben. Ich würde sagen, damit bist du gut bedient. Eddie Winter, Ende der Aufnahme. Ein einziger Mann, der die komplette Polizei von Boston verarschte. Voll geil. Ja. Und wo jetzt noch hin will mit meiner Theorie da über moderne Horrorfilme im Vergleich mit altem Scheiß, ist jener, es kommen 2 Spiele. Eines beginnt Ende März, ist als Trilogie angesetzt, werden wir auch durchspielen, mit allen Erweiterungen. Und 2023 folgt das nächste, wo ich schon alles vorbereitet habe, auch ohne Musik. Da ich persönlich empfinde, von der Atmosphäre her, kommen sie ohne Musik besser zur Geltung. Aber dazu bei Zeiten mehr. Wenn es die Zeit zulässt. Warte mal. Hier auf diesem Turm. Ah, das ist der Supermutantenturm, gell? Bin mir jetzt nicht sicher. Aber wie gesagt, es ist für mich persönlich mittlerweile manche Spiele ohne Musik mehr Genuss als wie mit. Dieses Gegrunze in diesem Spiel. Grunz Out 4. Was zum Teufel war das? Das war ich, du Arsch. Na, wirklich, Cozy, du bist ja ganz ein Schlauer, du. Ich brauche hier verdammt nochmal etwas Feuerunterstützung. Was du brauchst, ist ein Sorg.
Ich kann mir Besseres vorstellen. Du musst es unbedingt den Helden spielen, was? Herrst, Alter, ich spiele die Hauptrolle in einem Rollenspiel. Ich soll für den Scheiß da entscheiden später. In was für Richtung das geht, also halt die Pappen. Hast dich verpisst, was? Nö. Kommt man der mit... Gerade ist da. Wir warten noch was bis ich auslege. Da staunst du, wa? Hm, nehmen wir die leichte Kleidung auch noch mit. Ich schau jetzt mal da drüben nach. Ja, ja, tu nur. Eine Kreissäge, auf der dein Name steht. Wo ist denn der jetzt? Da war ja noch so einmal. Da unten. Ziehen wir's durch. Da brauchst nur herkommen, dann zieh ich da auch nicht durch. Dass du gleich schaust. Aua! Du! Wo haben ich gespeichert, ich Trottel? Speichern, du Trottel! Ach Gott, erkenne ich. Haha! Wurscht, ab nach Diamond City. Ich habe mich gerade umentschieden. Oh. Haben wir uns dort schon das Tonband angehört vom Eddie Winter? Erst, Alter! Jetzt verarschen! Ui, da haben wir uns angehört. Passt. Sehr geil. Ab nach Diamond City. Also, kennen wir ja nicht. Warte mal. Wir müssen ja warten. Weil jetzt ist ja alles zu in Diamond City. Wir hucken uns da her und warten noch mal ein paar Stunden. Und dann lernen wir ja wieder unsere Piper kennen. Genau. La 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 la. Man hofft, dass ein schönes Wetter kommt. Wetter kommt, Wetter kommt. Ja, was der, es ist für mich irrsinnig schwer. Schau. Ich sehe das aus dem Punkt oder aus den, ich sehe das mit folgendem Argument. Videospiele spielt ja jeder. Wurscht ob jetzt PC, Konsole oder Handy. Videospiele. Man kennt sie, man mag sie, man hasst sie. Man mag Let's Plays, man hasst sie oder sonstiges. Das kannst du so weiterspinnen, solange wie du willst, gell? Und wenn's da 3 Schnursenkel um den Hals bindst. Es ist so. Entweder man mag was oder man hasst was. Jetzt ist das große Problem, da ich generell ein bisschen ein sturer Hund bin, hat sich für mich die Frage jetzt gestellt, wie kann ich mir ein bisschen... Oh, das werden wir uns alles daheim anschauen. Hat sich jetzt für mich die Frage gestellt, wie kann ich für mich selber sagen, ich hebe mir ein bisschen an. Das war jetzt nicht nur der Dialekt, mit dem ich mich da ein bisschen abhebe von den ganzen Quagel. Du hast auch Diamond City, bist du sicher? Und es wird geschossen, Alter. Da wird nur geschossen. Ah, schau. Aha! Ich weiß nicht warum, aber irgendwas läuft im Hintergrund. Irgendwas tut mein PC. Ich weiß aber nicht was. Na super. Ah, der ist schon ein bisschen höher gelevelt da, ha? Hündchen. Mir leid. Hättest weglaufen sollen. Meister so freundlich. Aber wie gesagt, Alice Shop, wo bitte? Hä? Was ist denn da hinten los, bitte? Du hast ihn getötet! Au!
Du Potsau. Das lässt jetzt durch den Kopf gehen. Komme gerade erst in Fahrt. Geil. Alice Shop. Raiders will be shot on sight. Okay. Keine Ahnung, was das heißt, aber du wirst mir sicher in die Kommentare schreiben. Wo siehst du das? Alice Shop. Na, da gehen wir jetzt nicht rein. Nach 8 Folgen oder 7 Folgen oder 6 Folgen werden wir uns nun mal nach Diamond City bewegen. Genau. Oh Gott. Was soll das heißen, du kannst das Tor nicht öffnen? Hör auf mit dem Mist, Danny. Verdammt, ich stehe hier völlig schutzlos in der Gegend. Ich hab Befehl, dich nicht reinzulassen, Piper. Tut mir leid, ich mach nur meinen Job. Du machst nur deinen Job. Diamond City zu beschützen heißt also, mich draußen zu halten, ja? Oh, sieh nur, das ist die furchteinflößende Reporterin. Tut mir wirklich leid, aber Bürgermeister McDonough ist stinksauer, Piper. Er meinte, dass der Artikel, den du da geschrieben hast, nur aus Lügen bestünde. Die ganze Stadt ist in Aufregung. Los, mach sofort dieses Tor auf, Danny Sullivan. Ich wohne hier, du kannst mich nicht einfach aussperren. Mach auf. Du da, du willst doch nach Diamond City, oder? Wer bist denn du? Was? Wer bist du? Psst, spiel einfach mit. Was hast du gesagt? Du bist ein Händler aus Quincy? Und du hast genug Waren, um den ganzen Laden für einen Monat zu versorgen? Hast du das gehört, Danny? Machst du jetzt das Tor auf und lässt uns rein? Oder willst du dieser irren Myrna erzählen, dass ihr wegen dir Vorräte für einen Monat durch den Laden Mann, gegangen na sind? gut. Kein Grund, gleich so bösartig zu werden, Piper. Einen Moment. Geh besser schnell durch das Tor, bevor Danny kapiert, dass wir ihn nur verarscht haben. Los geht's. Klingt gut. Dann mal los. Ein weiterer wunderbarer Tag in Diamond City. Ah, ich glaube, ich weiß, warum es so ruckelt. Haha! Sage dir dann, wenn wir wieder zu Hause sind. Piper, wer hat dich denn wieder reingelassen? Ich habe Sullivan gesagt, dass er das Tor für dich nicht aufmachen soll. Du hinterhältige, aufrührerische Verleumderin. Diese Ansammlung von Lügen in deiner Zeitung. Unglaublich. Ich War das werde eine deine offizielle Druckerpresse Ankündigung, verschrotten Bürgermeister McDonough? Diktatorischer Bürgermeister lässt Presse aus. Warum fragen wir nicht den Neuankömmling? Was sagst du zu freier Presse? Der Bürgermeister will die Redefreiheit nämlich abschaffen. Ich sage jetzt einmal dazu gar nichts. Aus einem einfachen Grund. Wenn man sich in der Geschichte des letzten halben Jahres in Österreich einmal so ein bisschen umschaut, zwecks gekaufte Umfragen etc., du wirst fündig werden. Da spiegel ich jetzt nicht meine eigentliche Meinung, sondern nur eigentlich eine Meinung, dass wir sagen können, wir kommen mit den Scheißdreck weiter. Welche Zeitung? Von welcher Zeitung redest du? Meiner. Public Occurrences. Wir sind die Stimme der Wahrheit. Also, bist du für uns oder gegen uns? Meine einzige Stimme der Wahrheit ist, wenn ich am Tag aufs Häusl gehe. Ja, Presse und Meinungsfreiheit waren mir immer wichtig. Und das zu Recht. Ein echtes Medium für das Volk. Oh, ich wollte dich nicht in diese Auseinandersetzung hineinziehen, Miss. Nein, ganz und gar nicht. Du siehst aus, als würdest du wunderbar nach Diamond City passen. Willkommen im großen grünen Juwel des Commonwealths. Sicher, glücklich, ein wunderbarer Ort. Für einen Besuch, für einen Einkaufsbummel oder um sich niederzulassen. Und lass dir von diesem Schmierfink da bloß nichts anderes einreden, ja? Ich glaube, der größere Schmierfinken bist eher du. Red keinen Mist. Das war jetzt nicht unbedingt die schönste Begrüßung. Sie hat dich durchschaut, McDonough. Schätze, nicht jeder lässt sich von deinem Lächeln blenden. Also, bist du aus einem bestimmten Grund in unserer Stadt gekommen?
hat funktioniert. Ich bin auf der Suche nach jemandem. Du suchst jemanden? Wen denn? Mit wem sollte ich sprechen, wenn ich eine vermisste Person finden will? Nun, eins kann ich dir sagen. An die Diamond City Sicherheit brauchst du dich nicht zu wenden. Hör nicht auf sie. Zwar können unsere Sicherheitsleute nicht jedem Fall nachgehen, der gemeldet wird, aber ich bin sicher, dass du hier Hilfe finden wirst. In Diamond City gibt es jede nur erdenkliche Dienstleistung. Einer unserer großartigen Bürger wird bestimmt die Zeit finden, dir zu helfen. Der Bürgermeister einer großen Stadt kennt doch sicher jeden. Wer kann mir helfen? Nun, es gibt da einen Mann, Nick Valentine. Eine Art Detektiv, der sich darauf spezialisiert hat, Leute aufzuspüren. Meistens wegen irgendwelcher Schulden und so weiter. Oh, so, jetzt muss ich aber los. Es tut mir leid, dass die Diamond City Sicherheit keine Zeit hat, dir zu helfen, aber ich bin sicher, dass Mr. Valentine vernünftige Preise hat. Das ist doch lächerlich. Ich will die Wahrheit, McDonough. Was ist der wahre Grund dafür, dass nie ein Sicherheitsmann zu sehen ist, wenn es um verschwundene Personen Ich geht? habe jetzt genug davon, Piper. Du und deine kleine Schwester sind hiermit offiziell Ja, verwarnt. red nur weiter, McDonough. Mehr kannst du ja auch nicht. Ich bin beeindruckt. Es ist nicht so einfach, McDonough Informationen zu entlocken. Warum kommst du nicht mal in meinem Büro vorbei, wenn du bei Valentine warst? Ich glaube, ich habe gerade meine nächste Story gefunden. Tja, Piper, wenn du wüsstest. Wir kennen uns nun schon seit Release, aber das weißt du nicht. Ja, aus! Immer diese Spoilerei da. Mei, warte mal. Jetzt, Deacon! Genau, der Deacon, die alte Murmel, die Schirche. Ja. Du bist Sullivan, oder? Du bist also der Händler, von dem Piper gesprochen hat, ja? Irgendwie glaube ich, dass sie mich wieder reingelegt hat. Habe ich recht? I didn't mean to lie, officer. It all just happened so fast. Du bist nicht die Erste, der Piper einen Haufen Ärger eingebracht hat, auf den sie ganz und gar nicht vorbereitet war. Danke, Geile dass Stimme. du ehrlich zu mir warst. Wenn's nach mir gegangen wäre, hätte ich euch beide einfach reingelassen. Aber der Bürgermeister hat hier das Sagen. Und du hast ja gesehen, wie sauer er ist. Naja, wie dem auch sei. Willkommen in Diamond City und so weiter. Ich muss jetzt wieder an die Arbeit. Ja, der Bürgermeister ist ungefähr so sauer wie saure Wurst auf einen Dollar um. Na, pfui Teufel. Ja. Officer? Geh rein. Hast du eine Frage? Dann solltest du mit Sullivan reden. Einfach durch das Tor und die Treppe hoch. Ich red nicht so gerne. 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 Gut, aus ihm finden wir nichts außer. Gut, wenn wir da einer gehen. Oh Gott, oh Gott. Und ich weiß jetzt aber auch schon, warum es so ruckelt. Es liegt auf der Hand. Der Wachbot ist einer der gefährlichsten Roboter, die je hergestellt wurden. Er vernichtet seine Feinde mit einer breiten Palette schwerer Waffensysteme. Das ist also das berühmte Diamond City. Ich hatte eher ein Juwel als eine staubige Basis erwartet. Zivilisation im Ruhezustand, wenn man so will. Kann man so formulieren oder wie ich es formulieren würde, Zivilisation am Arsch. Genau. Die Presse läuft auf Hochtouren. Der Motor wird bald den Geist aufgeben, wenn wir ihn nicht ersetzen. Ach, das sagst du schon seit Wochen und das Ding läuft noch. Mach dir nicht dauernd so viele Gedanken. Ich muss ins Büro. Ruf mich, wenn du wütende Politiker auf dem Weg zu uns siehst. Warum? Stimmt was nicht? Piper? Piper? Der kluge Kopf liest die Public Occurrences. Aha, was ist das? Ist das so in der Art wie die Bild in Deutschland oder die Krone in Österreich? Das weiß man nicht so genau. Kostenlose Zeitung für Neuankömmlinge. Wenn dich das Institut nachts holt, haben wir dich immerhin gewarnt. Was ist das Institut? Das Institut? Du hast noch nie was vom Institut gehört, Lady? Sie holen sich nachts Leute und man hört nie wieder was von ihnen. Steht alles in der Zeitung. Solltest du besser lesen, bevor sie dich auch erwischen. Wer ist verschwunden? Wer ist denn verschwunden? Fremde, Bewohner aus der Stadt, Snobs aus den Stands. Scheint, dass etwa einmal im Jahr jemand verschwindet. Und wir alle wissen warum. Also pass besser auf. Das Institut ist da draußen.
Und sie machen bestimmt auch nicht vor dir halt. Wie gesagt, steht alles in der Zeitung. Ich glaub dir ja. Ich glaub dir ja. Danke. Du bist echt ein verlorenes Schäfchen in der Wolfshöhle, Lady. Der Synthetic Truth hinzugefügt. Na gut, eigentlich wollten wir ja unserem hübsch begierlichen Mädel eine neue Frisur verpassen. Sie bietet Rindfleisch an, gut, haben wir Brahminfleisch, bla bla bla. Haben wir, warte mal kurz, Inventar, Hilfsmittel. Jetzt schaue ich nur gerade, haben wir... Wer in Wahrheit eins von diesen Dingern ist, dann seine Sekretärin. Und ihre perfekte Frisur. Die Sekretärin des Bürgermeisters. Komm schon mal. Ich schneide ihr die Haare und ich erkenne menschliches Haar. Aber das ist es doch, Johnny. Dir würde der Unterschied überhaupt nicht auffallen. Wenn du McDonough mit deinem Rasiermesser schneiden würdest, würde er bluten. Das hat gar nichts zu sagen. Wer braucht einen Haarschnitt? Jeder. Kommt, tretet näher. Jetzt muss ich da gerade mal schauen, ob wir uns den Haarschnitt überhaupt leisten können. Wohl ein bisschen. Im Übrigen, schau deswegen, ruckelt so in manchen Etappen. Ja, wie du siehst, wir sind ein bisschen sehr überladen. Hier bei uns nennen wir deinen Haarschnitt den Plünderer Spezial. Die kleinen Blutflecken geben dem Ganzen eine persönliche Note. Wäre vielleicht mal wieder Zeit für einen neuen Schnitt. Ja, wenn du das so sagst, bitteschön. Ja, okay. Setz dich, entspann dich und lass mich ein bisschen zaubern. Da muss ich zahlen, bevor ich Leistung kriege. Das ist Dienstleistung. Aus. Was haben wir denn Neues? Da sind wieder die Mods dabei. Schauen wir mal, was ist das? Mädchen, du sollst da deinen Kopf ein bisschen so nachdrehen, so melodramatisch. Genau, schau mir in die Augen, Kleines. Ja, das ist geil. Nein, nicht das. Du Zeig, du. Das schaut so frisch gevögelt aus. Oder frisch gebürstet, genau. Farbe, was gibt's denn farbliches? Ja, hat was. Weiß? Nö. Silber? Oh Gott. Ja, das können wir lassen. Grau? Guck mal, einer dieser coolen Roboter. Stahlgrau? Wisst ihr was? Da ihr in der Metallindustrie arbeitet, belassen wir es so. Charakter bestätigen. General Atomics Meisterwerk. Kümmere dich nicht um meine Mutter. Sie ist immer etwas launisch. Ja. Reden wir lieber über... Bla 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 bla. Kein Schädel aus der Liga kann einem Schlagholz widerstehen. Jetzt überlege ich noch gerade, wo gibt's da in Diamond City noch was, wo man noch... es gibt genug, wo man... Bla 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 bla. Ist das da drüben ein Protektron? Guten Tag, Sir. Schön, noch einen Roboter in der Stadt zu sehen. Die Kochmütze steht Ihnen. Takahashi, sagst du? Ich heiße Im Kotze. Supersalon bekommst du endlich deinen Traum. Ist das so? Tja, wir wissen beide, dass Robco nicht General Atomics ist. Musste ja schiefgehen bei der miesen Qualität. Aber Kopf hoch. Man kann nie wissen, wann es neue Teile gibt. Immer wieder geil. Das Gespräch ist so geil. Warum nur ein Ansässiger. Holz kaufen? Ein Schlagholz ist ein handgefertigtes... Raiders in Andrew Station. Open notice to anyone with a gun and some ambition. Ambition? Kann man so sagen? Ja. Raider activity on the rise near Andrew Station. They have money, gear, supplies. Everything stolen from honest, hardworking people. Keep what you kill. No other reward given. Na bitte. Mann, du hast einen Roboter-Butler? Sowas hätte ich auch gern. Ja. Ehrlich, also... sowas braucht der Mensch einfach. Wer bist du? Durstig.
Der Doktor sagt, ich darf keinen Schnaps mehr trinken. Ein Ich brauch Neuankömmling, eine was? Nuka-Cola. Sprich mit Abbott an der Mauer, wenn du eine Geschichtsstunde willst. Sheffield. Durst. Nuka-Cola. Nuka-Cola. Hier, bitte. Wie freundlich von Ihnen, Ma'am. So viel Großzügigkeit erlebt ihr bestimmt nicht jeden Tag. Ja, war auch nur, weil die Hämorrhoiden nachgelassen haben. Danke. Sehr edel von Ihnen, Ma'am. Hey, Sheffield. Was hältst du davon, für mich zu arbeiten? Wirklich? Meinst du das ernst? Natürlich, wir können jeden Mann gebrauchen. Ganz recht. Bitte nach Sanctuary. Okay, ich mach's. Aber warte mal, ich weiß, wo wir noch was kriegen. Warte mal kurz, Die warte. neuesten Schnitte Mal aus schauen, dem ob ich noch so gut informiert bin über das Spiel, als was du glaubst. Was ich aber nicht glaube, dass ich noch gut informiert bin. Ich gehe jetzt nur einfach meinem Instinkt nach. Und die Wahrheit liegt im Stinken. Liegt im stillen Verborgenen. Hallo? Ja, begrüße. Warst du schon mal hier? Nö. Nein, ist das erste Mal. Dachte ich's mir doch. Also, es läuft hier so. Wir sind kein Wohltätigkeitsverein. Die Klamotten stehen zum Verkauf, solange du genug Geld hast. Ansonsten, die Tür ist da vorne. Sarkastisch. Leute klauen diese Sachen? Ernsthaft? Ja, tun sie. Also reit da jetzt nicht so drauf rum. Jetzt, wo wir das geklärt hätten, willkommen bei Fallons. Ich zeig dir gerne, was wir alles auf Lager haben. Ich kann doch gern meine Balance sagen. Fallons Keller? Fallons Keller. Interessanter Name. Ja, der ist schon richtig alt. Es gab hier schon vor dem Krieg ein Fallons. Mein Opa meinte, dass wir unseren Kunden traditionell schon immer Qualität zu erschwinglichen Preisen geboten haben. Aber erschwingliche Preise sind wohl für einige Leute immer noch zu viel. Verfluchte Diebe. Und die Diamond City Sicherheit unternimmt nichts. Sicher Schweindeln. Sicherheit hilft nicht. Warum hilft dir die Diamond City Sicherheit nicht? Mein Mann wurde entführt, okay? Vom Institut. Die Sicherheit wollte nichts unternehmen. Ich habe Stress gemacht und jetzt stehe ich auf deren schwarzer Liste. Das Institut, wer ist denn das bitte? Dein Mann wurde vom Institut entführt? Naja, er ist zumindest nicht mehr hier, aber ist ja auch nicht so, als würde das Institut groß Spuren hinterlassen. Abgesehen von diesen verdammten Sins. Was ist ein Sünd? Was ist ein Sünd? Das soll ein Witz sein, oder? Sins, diese Maschinenmenschen, die das Institut herstellt. Einige sehen sogar wie echte Menschen aus, da erkennt man keinen Unterschied mehr. Aber ich hatte Glück, das Institut hat meinen Charlie entführt, sich aber nicht die Mühe gemacht, ihn zu ersetzen. Handeln. Let's see what you've got. Ein zahlender Kunde. Endlich. Alter, diese Synchronstimme im englischen Original, die turnt mir aber gerade richtig an. Addiktol, wenn wir brauchen. Rechter Arm. Das holen wir uns später. Warte mal. Beweglichkeit und Wahrnehmung. Tragen können wir eh. Na, das halten wir uns da mal. Das halten wir uns im Hinterköpfle. Stoff, Leder. Oh, die Frau hätte sogar Dingenskirchen, genau. Aber Arschloch teuer, genau. Mein Inventar. Wir werden jetzt mal was verkaufen. Und zwar Bounty Hunter. Da mal weg. Weg. Gasmaske mit Brille. Das halten wir uns. Weg. Die Ledersachen, die halten wir uns. Das da mal weg. Military. Die drei halten wir uns. Kannst haben. Piper Alternativ Outfit, das halten wir uns. Das da mal weg. Die Raider Sachen, die Leder da mal weg. Das Furry Outfit, das halten wir uns. Totenkopfhalstuch, das halten wir uns. Winterjacke und Jeans. Was kann man hier noch antragen, ha? Na, also vom Schrott gebe ich nichts her. Das tun wir weg. Weißt du, was das Sachen sind?
Schedul. Keine Ahnung. Das ist ein bisschen ungeschickt gemacht, aber es wird schon irgendwie hinhauen. Ödland Überlebensführer, bla bla bla, bla bla blub. Und was haben wir da herinnen? Jetzt schaue ich noch gerade, was könnte man denn derer noch geben? Ja, viel haben wir eh nicht, was wir hergeben könnten. Der 30er Muni haben wir die jetzt irgendwo in Besitz? Na. Oder in Nutzen? Na, weg damit. Passt. Ne, du siehst R annehmen. Dankeschön. Jetzt haben wir es ausgekramt, ha? So, da. Keine Bewegung, Sünd. Was hast du mit dem echten Riley gemacht? Wo ist mein Bruder? Ich schwöre, ich bin kein Sünd. Nicht schießen! Um Himmels Willen! Wir sind eine Familie! Nimm die Waffe runter, sofort! Er ist ein Sünd! Er wird uns alle töten! Geil! Nein! Okay, die Show ist vorbei. Es gibt keine Sins in Diamond City, hört ihr? Nur euch und eure scheiß Paranoia! Officer. Zurücktreten, Plünderer! Was ist passiert? Ich verstehe, Officer. Ich wollte nur wissen, was passiert ist. Hast du das Geschrei nicht gehört? Der Typ hat seinen Bruder mit einer Knarre bedroht, weil er ihn für einen Synth hielt. Die Zeitung ist schuld. Die hat die Leute in Panik versetzt und ihnen weisgemacht, ihre eigene Familie würde durch Maschinen ersetzt. Es tut mir leid, dass du in die Sache verwickelt wurdest, aber es ist vorbei, okay? Tu einfach so, als wäre nichts passiert. Ist besser so. Hä? Was steht ihr da alle noch rum? Kümmert euch endlich um euren eigenen Scheiß. Ich war der festen Meinung, er ist ein Sünd. Oder ist er Sünd? Wie ist das jetzt gerade mal? Naja, ist mir eigentlich auch wurscht. Wir haben anderes zu tun, als wie da jetzt über Sünd zu philosophieren. Brauchen wir vor allem was? Nee. Hallo? Doktor. Ein neuer Patient. Oh, das heißt eine neue Akte anlegen. Hast du ein echtes medizinisches Problem oder bist du wegen einer Gesichtsoperation hier? Das mit der Gesichtskamera, das wissen wir eh. Pater, was ist, weißt du was? Kein Interesse. Ich muss passen. Okay. Entschuldige mich. Ja, ja. Ach ja, immer dieses Herumgebrülle. Sie ist ja geile Furchen. Du, ich kenne dich nicht. Also bleib weg von mir. Okay, dann mache ich mal einen auf Statue. Gut, sehr gut. Und jetzt beantworte mir eine einfache Frage. Bist du ein Mensch? Synths werden bei mir nämlich nicht bedient. Nein, ich bin Jangles, der Mondaffe. Genau das würde ein Synth tun. Der Frage ausweichen. Sowas wie du wird hier nicht bedient. Hey, Myrna. Ich hab doch gesagt, dass so jemand wie du hier nicht bedient wird, du Synth. Willst du mir jetzt etwa erzählen, du wärst ein Mensch? Ah Gott, die Alte ist so dumm. Ich bin so menschlich wie an dem Tag, an dem ich geboren wurde. Du siehst schon aus wie ein Mensch, aber ich behalte dich besser im Blick. Ich habe Augen wie ein... Nun, sie sind jedenfalls sehr gut. Verstanden? Okay, wir können handeln. Aber kein Blödsinn, verstanden? Ja, nur Blödsinn, Zeig mal, was du so hast. Hier. Aber sag bloß nicht Schrott dazu. Bist du deppert? Also der Schrott, der haut mir jetzt gerade vom Hocker, wirklich. Also das ist ja wirklich minderwertigste Ware, wirklich. Ah, das geht ja auf keine Vorhaut mehr. Warte mal, was hat denn? Beweglichkeit und Wahrnehmung? Beweglichkeit und Wahrnehmung. Also wirklich, na. Leider, ich muss da sagen, so viel Blödsinn, was die Frau hat, na, das geht ja auf keine Vorhaut mehr. Warte mal, was haben wir da herinnen? Muni, Myrna. Ja.
Ne, nehmen wir mit. Maschinenpistole. Ich würde jetzt nicht zu viel Geld ausgeben, aus einem einfachen Grund. Es gibt nämlich etwas, was ich will. Und das finden wir in Vault 81. Nur weiß ich nicht, wie viel das kosten wird. Warte mal ganz kurz. Waffenfreak. Da will ich her, der Wiederverwerter. Intelligenz 5. Oh Gott, da haben wir noch einiges vor uns. Die nächsten 3 Level werden wir noch verhunzen. Da einer. Und dann werden wir uns einen Wiederverwerter holen. Den werden wir brauchen. Hi. Ah, die neue. Stimmt doch, oder? Die neue? Die neue? Ja, was soll ich sagen? Neuigkeiten sprechen sich schnell rum in Diamond City. Ich bin Arturo Rodriguez. Wenn du was zum Selbstschutz brauchst, bist du bei mir richtig. Handeln. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Nimm sie ruhig auch mal in die Hand. Nö, danke, ich hab kein Interesse dran. Big Boy, Old. Na, das ist alles ein Schaß, das ist A-Schaß, das ist A-Schaß, A-Schaß. Kampfgewehr. 244. Den nehmen wir noch mit, den nehmen wir noch mit. Mit Brand. Boah, geil. Brand. Hehe, wurscht. Wie viel wird denn die Waffe in Vault 81 kosten? Ich weiß es nicht mehr. 3000, du kannst mir was da buckeln. Power Armor Frame. Okay. Das holen wir uns alles bei Bedarf. Abbrechen. Okay. Dann zu er ist ja so ein Dödel. Hallo. Du da! Du brauchst ein echtes, handgefertigtes Original-Hickory-Schlagholz. Ein Schlagzeug war sicher geil. Handel. Ich suche nach Arbeit. Schlagholz. Was ist ein Schlagholz? Haha, ein Neuling, was? Ein Schlagholz ist eine echte Tradition in Diamond City. Früher war das alles hier mal ein Stadion. Es haben sich 2 Teams getroffen und ein Spiel namens Baseball gespielt. Ein Team hat das andere mit sogenannten Baseballschlägern totgeprügelt. Und die besten Schläger wurden Schlaghölzer genannt. War wirklich so. Das ist nicht Baseball. Look, dumbass, that's not how baseball was played. Ach ja, Fräulein Schlauberger. Wenn du so eine Expertin bist, wie wurde es denn deiner Meinung nach gespielt? Tatsächlich. Es gab Bälle, Strikes, 3 Bases und Home Runs. Und Punkte gab es für die Spieler, die es bis zum Schlagmal geschafft haben. Genau. Und nicht dieser Unfug, dass Leute zu Tode geprügelt wurden. Mir gefällt meine Version besser. Und? Kann ich dich für ein echtes, handgefertigtes Hickory-Schlagholz begeistern? Ich suche nach Arbeit. Hast du Arbeit für mich? Wenn du was für den Sport tun willst. Ich weiß, wo es ein paar Sammlerstücke aus Vorkriegstagen gibt. Trainer Aufgeben ist für Penner Westing hatte ein Anwesen nicht weit von hier. Angeblich soll er zu seiner Pensionierung von der Liga 3 Geschenke bekommen haben. Einen Baseball, einen Fängerhandschuh und eine Baseballkarte von allen anderen Trainern unterschrieben. Du kannst dir vermutlich schon denken, was jetzt kommt. Ich zahle dir für jedes dieser Relikte 100 Kronkorken. Was sagst du? 100 Kronkorken sind ein bisschen wenig. Ich will mehr. Mir gefällt, wie du denkst. Sagen wir 125 Kronkorken. Was meinst du? Bitte. Dir gehört ein ganzer Laden.
Da ist doch sicher mehr drin. Da kriegst du ja einen richtig feurigen Blick. Okay, 150 Kronkorken pro Stück. Aber dann will ich auch Ergebnisse sehen. Einverstanden? Du willst mich über den Tisch ziehen, Mo. Komm schon, zeig mir, dass es dir ernst ist. Oh, wenn Eisaugen Julie jetzt nur deinen Blick sehen könnte. Gegen dich hätte vermutlich nicht mal sie eine Chance. Du hast gewonnen. 200 Kronkorken, aber das ist mein letztes Wort. Also, einverstanden? Ja, jetzt sind wir natürlich im Geschäft. Zusammenfassung. Was brauchst du nochmal? Ganz einfach. Begib dich zum Westing-Anwesen und such nach einem Baseball, einer Baseballkarte und einem Fängerhandschuh. Allesamt signiert. Eine Karte, ein Handschuh und ein Ball. Verstanden. Ich danke dir. Und der Baseballsport dankt dir auch. Okay. Ja, wir müssen jetzt ein bisschen was hakeln für das, dass wir dann später die Mission machen wollen. Vault 81. Genau. Jetzt gehen wir noch zum Mo. Da, das rühmen wir uns an. Und jetzt gehen wir zu ihm. Ich habe alles, was du brauchst. Med-X, Mentats und noch viel mehr. Looking for a job, if you got one. Ja, ich hab was. Ich suche nach mutiertem Farn, falls du da also was findest. Ich habe gehört, dass er in der Nähe des Waldsumpfs wächst. Ist ein natürlicher Strahlungsfresser. Wäre super für die Herstellung von Red-X oder Redaway. Wenn du noch ein bisschen was drauflegst, könnte ich Interesse haben. Okay. Wie wär's mit 125 Kronkorken? Komm schon, es soll sich doch auch für mich lohnen, Solomon. Du verhandelst echt knallhart. Na gut, 150 Kronkorken. Ich verschwinde jetzt, wenn du mir kein anständiges Angebot machst. 200. Mehr kann ich nicht zahlen. Ich schwör's. Ich glaube, ich habe zufällig einen dabei. Oh, super. Hier ist deine Bezahlung. Aus der Pflanze lässt sich bestimmt einiges Nützliches herstellen. Gut gemacht. Gell, Cozy, da schaust du wieder, wa? Was ich da jetzt zusammen geklickt hab, das hältst du im Schädel nicht aus. Warte mal, was haben wir denn da jetzt noch? Wir werden jetzt einmal von da verschwinden. Genau, wir werden jetzt da mal die Fliege machen. Jetzt haben wir da mal alles soweit abgearbeitet. Jetzt schauen wir kurz auf die Karten. Was ist das? Begib dich zur Detektei Valentino. Gut, dann werden wir uns einmal zu dieser Detektei begeben. Genau, muss die man sich hier. echt fragen, wehrt sich denn überhaupt noch jemand? Das Institut muss doch Feinde haben, oder? Was? Meinst du die Railroad? Das ist doch nur ein Märchen, Mann. Die gibt es gar nicht. Nee, ich habe das von einem Cousin gehört. Er kennt jemanden, der für die arbeitet. Die haben eine Parole und so weiter. Folge dem Freedom Trail. Was zur Hölle soll das denn heißen? Du redest nur Müll. Und wenn du so weitermachst, holen dich noch die Synths. Naja, warum auch nicht? Jetzt haben wir die nächste Mission.